Also, grüezi miteinander und heute zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Interview mit der Nadia. Nadia ist eine Schweizerin, die im Ausland lebt. Also sie hat auch Auslanderfahrung. Wir haben ein kleines Interview mit ihr vorbereitet. Nadia, du bist 32 und lebst in Costa Rica. Und du bist Deutschlehrerin, ja? Und wir haben auch angefangen, miteinander zusammenzuarbeiten. Du hilfst uns mit Texten und mit der Zeit können wir uns auch vorstellen, dass du im Dienstagabend auch für Konversationslektion zur Verfügung stehst, dass mit den anderen Leuten kannst reden, mit unseren Schülern, ja? Und darum wollen wir dich auch ein bisschen vorstellen. Ja, kannst du vielleicht ein bisschen mehr von dir sagen? Ja, genau. Also eben, ich wohne schon seit etwa 4,5 Jahren in Costa Rica. Und ja, ich habe vor ungefähr einem Jahr, also gerade so mit dem Coronavirus, habe ich dann eigentlich angefangen, online unterrichten. Eben Deutsch und auch Schweizerdeutsch. Und ja, ich wohne hier in Costa Rica, sehr nah vom Strand. Und in der Freizeit tue ich sehr gerne surfen. Ja, Genau. also das ist der Grund, wieso dass du zu Costa Rica bist. Es Surfen, es ist einer der Gründe, ja. Obwohl, als ich gegangen bin, ich bin noch nicht wahnsinnig gut gewesen und ich habe es so ein bisschen als Nebenbeschäftigung gesehen. Sonst halt einfach auch das Klima, das mir sehr gut gefällt. Es ist halt viel wärmer das ganze Jahr. Und die Natur ist einfach sehr schön und mir gefällt so das Tropische. Und ja, es ist einfach auch so ein bisschen Kontrast zu der Schweiz fast. Darum ist es etwas, was einem reizt. Ja, hast denn du sportliche Ambitionen? Also so an Wettkämpfen teilnehmen oder so vom Surfen? Ja, Mhm. eigentlich nicht gehabt. Ich habe immer gefunden, ich habe den Sport angefangen. Aber ja, seitdem ich in Costa Rica bin, ist wirklich zu so einer sehr grossen Leidenschaft geworden und ich surfe fast täglich. Und mir haben dann mal ein paar Leute gesagt, hey, wieso fängst du nicht an Wettkämpfen mitmachen? Weißt du, die Schweizer und so, die sind nicht so gut, die können nicht täglich surfen, du hättest Potenzial. Und dann irgendwann habe ich mal per Zufall angefangen, so Wettkämpfe mitmachen. Und ich habe eigentlich gemerkt, das war eigentlich noch gefällt. Und jetzt habe ich letzten Sonntag, also gerade letzten Sonntag habe ich an einem kleinen Wettkampf mitgemacht und habe den ersten Platz gewonnen. Wow, super, gratuliere. Also hast du einfach persönlich mitgemacht oder bist du dort als Vertretung von der Schweiz gegangen? Nein, ich habe es Oder? persönlich mitgemacht. Ja, es war auch ein sehr kleiner Event gewesen, ja, aber ja, ich bin schon ein bisschen im Kontakt gewesen mit der Schweizer Föderation und ja, aber die machen dann einmal im Jahr haben sie so eine Schweizer Meisterschaft in Spanien und da Jahr würde ich gerne teilnehmen. Das ist im Oktober, genau. Mal Super. schauen. Ja, wir sind tun ja Schweizerdeutsch unterrichten und unsere Zuschauer, sind viele von ihnen tun Schweizerdeutsch lernen. Was für einen Dialekt redest du? Also ich bin von Schaffhausen. Das heisst, also mein Dialekt ist hauptsächlich Schaffhauserdeutsch und vielleicht hat es noch ein bisschen Einfluss vom Zürcher Dialekt auch, weil ich eine Zeit lang in der Region Zürich gewohnt habe. Ja, aber deine Eltern sind beide von Schaffhausen. Sie sind beide von Schaffhausen, genau. Genau, das hast du schon gesagt, wie lange dass du im Ausland schon bist. Aber wieso bist du eigentlich gegangen, denn, wo Surfen noch nicht so deine Leidenschaft war? Was hat dich in die Welt rausgetrieben? Also ich habe immer gesagt, schon seit ich ein Teenager bin, dass ich ins Ausland. Ich habe das immer schon gesagt. Ich habe dann auch angefangen, eben so ein bisschen Sprachaufenthalt zu machen früher und ja,
habe dann auch eine internationale Hotelfachschule gemacht. Und dann bin ich aber zuerst in der Schweiz gewesen, und dann irgendwann war eine Kollegin in Costa Rica in einem Sprachaufenthalt und ich bin sie besuchen. Und das war einfach sehr eindrücklich gewesen, und wirklich von Anfang an hat es mir sehr gefallen, und ich habe dann gefunden, okay, ich gehe jetzt mal 6 Monate reisen, um die Welt ein bisschen besser zu erkundigen. Und dann bin ich aber nach Südamerika, also Costa Rica ist in Zentralamerika, also hauptsächlich nach Südamerika, um etwas anderes zu sehen. Aber so halt Kultur und Mentalität ist ähnlich, und eben, ich bin auch viel surfen, und dann nach diesen 6 Monaten bin ich in die Schweiz zurückgekommen und habe gefunden, okay, jetzt will ich es wagen, jetzt will ich definitiv ins Ausland. Ja. Und damals habe ich noch hauptsächlich in der Hotellerie geschafft und habe dann aber auch gemerkt, dass es nicht so da ist, was ich machen will, und habe gefunden, mit dem Auswandern würde ich auch ein bisschen meine Karriere ändern, und mich hat dann so ein bisschen Schule gegeben, eben interessiert und Sprachen unterrichten, und dann habe ich gesehen, dass es in Costa Rica viele Kurse gibt zum Englisch unterrichten, und dann habe ich so einen gebucht und bin gegangen. Genau. Also du hast dich beworben als Lehrerin oder bist du zuerst gegangen als Teilnehmerin? Genau, ich war Teilnehmerin von einem Kurs, TEFL. Also da ist, wie man Englisch unterrichtet, genau. Und nachher habe ich einfach ein bisschen angefangen, privat zu unterrichten, Deutsch und Englisch. Und dann irgendwann habe ich eine Stelle bekommen als Assistentin von einer Sprachschule. Und dann irgendwann haben sie mir dann eine Stelle gegeben als Direktorin. Und dann eben mit dem Coronavirus habe ich die Stelle, hat sich dann, eingestellt eigentlich, weil der Besitzer die Schule wieder übernommen hat, weil sie nicht viel zu tun haben, und ich habe dann angefangen, online unterrichten. Genau, also hast du dann vorher schon Spanisch geredet? Weil in Costa Rica redet man Spanisch, oder? Genau, also als ich nach Costa Rica kam, habe ich schon Spanisch geredet. Ich habe ein bisschen in der Schweiz schon gelernt, obwohl ich nicht viel können. Und dann einfach mit dem Reisen in Südamerika habe ich eigentlich ein recht gutes Niveau gehabt, schon. Und dann, als ich nach Costa Rica kam, habe ich es einfach verbessert. In Costa Rica auch haben sehr viel Slang. Also am Anfang war es ein bisschen schwierig, um die Leute zu verstehen. Ja, genau. Es ist nicht so das Spanisch, das man so in der Schule lernt, vielleicht in der Schweiz vor allem. Nicht ganz, Ja. nein. Und dann, also jetzt redest du, welche Sprache redest du jetzt? Schon einige, oder? Ja, also eben Schweizerdeutsch und Hochdeutsch natürlich. Dann Englisch und Spanisch, all die Sprachen rede ich fließend, und dann halt ein bisschen Französisch, das ich mal in der Schule gelernt habe. Obwohl mit dem Spanisch habe ich viel vom Französisch vergessen. Ja. Ja, oder andererseits würdest du vielleicht Sachen auf Französisch jetzt verstehen, weil es auch eine latinische Sprache ist. Ja, das Verständnis ist da. Ich verstehe sehr viel. Aber einfach beim Reden ist es schwierig, weil viele Wörter kommen auf Spanisch raus und nicht auf Französisch. Ja. Genau, es ist irgendwo im Hinterkopf verschwunden. Genau. Ja, genau. Also du bist viersprachig, oder? Französisch, Französisch, Spanisch, Englisch und Deutsch. Viersprachig. Und also du hast schon relativ viel Erfahrungen mit Fremdsprachen lernen. Wie lernst du eine Fremdsprache? Hast du uns einen Tipp? Oder wie ist deine Art zu lernen? Also ich finde, es ist immer etwas Persönliches, oder? Weil jeder lernt ein bisschen anders. In meinem Fall, ich bin ein visueller Lerner, also mir hilft es sehr, wenn ich Sachen aufschreibe oder auch sehe. Also ich kann einfach ein bisschen erzählen, wie bei mir beim Spanisch lernen gegangen ist. Eigentlich habe ich sehr viel selber gelernt und halt beim Reisen. Ich habe eigentlich dort nur einen wöchigen Kurs gebucht, und sonst nachher habe ich dann einfach angefangen, gerade so viel wie möglich mit den lokalen Leuten zu reden. Also da kann ich natürlich empfehlen. Eben. Es hilft sehr, wenn man in einem Land ist, wo es die Sprache redet.
Und dann so viel wie möglich versuchen, mit den Leuten reden und üben. Und das andere, was ich gemacht habe, ist ein Reisetagebuch führen auf Spanisch. Oh, das ist eine gute Ja. Idee. Ja, zwar, so habe ich dann auch nicht viele Wörter gehabt, die ich nicht gewusst habe. Und dann habe ich halt alles nachgeschaut und somit habe ich dann auch immer den Wortschatz verbessert. Genau. Hat er denn das jemand korrigiert? Oder Nein, hast du das nein, jemandem gezeigt? nicht wirklich, nein. Aber einfach für mich ist es mehr darum gegangen, dass ich einfach im Kontakt bleibe mit dem Schreiben und mit der Sprache und eben auch um den Wortschatz zu verbessern. Ja, und mit der Zeit, sehr wahrscheinlich jetzt, wenn du das Tagebuch wieder anschaust, dann siehst du auch, wie du Fortschritt gemacht hast in der Ja, Grammatik und im Satzbau und so und Wortschatz. Ja, das ist ja. das ist eine gute Idee. Ja, und was gefällt dir so besonders zu Costa Rica? Eben das Klima, also es ist immer warm. Ich bin wirklich halt ein Mensch, der gerne Wärme hat. Äh, Natur, also das Meer. Ich könnte nicht mehr ohne Meer leben. Es gibt mir so viel, ja. Und ja, dass ich halt kann surfen da. Ja, und ja, der Lebensstil ist anders wie in der Schweiz. Ja, es ist ein bisschen, nicht Wie alles so anders? streng. Hm? Wie anders? Ja, eben, die Leute sie nehmen nicht alles streng, das Arbeiten ist nicht so wichtig. Und ja, irgendwie ist man immer fröhlich und gut drauf, egal was passiert. Und zum Teil haben wir extreme Stürme und Hurrikane, die da vorbeiziehen und trotzdem lächelt man und macht das Beste draus. Ja. Ja, ja. Ähm, Was ist deine Erfahrung? Wie kann man sich am besten so integrieren mit der einheimischen Bevölkerung, mit denen, Ja, die dort leben? es eine ist sicher eben durch die Sprache. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man halt die Lokalsprache ein bisschen reden kann. Und ich finde eigentlich, wenn man die Sprache ein bisschen kann, sind die Leute in der Regel auch sehr offen und sie freuen sich auch, oder? Dass jemand versucht, sich zu integrieren oder die Sprache zu reden. Und ja, man baut dann auch gerade einen anderen Kontakt auf. Und das andere ist einfach eben offen sein und ich sage ein bisschen bescheiden. Eben mit allen, ich bin so ein Mensch, der mit allen redet, egal von eben, ob reich oder arm oder was auch immer, ob schwarz oder weiß oder ist Oder egal. studiert oder Arbeiter oder Genau. Und, jung oder ja. alt. Und ja, ich denke, wenn man offen und freundlich ist, dann kann man sich auch am besten integrieren. Ja, weil du, das ist ja noch wichtig, besonders weil du ganz allein bist gegangen auf Costa Rica, ja. Also du hast nicht irgendwie eine Familie mitgenommen oder irgendeinen Freund oder so, Genau. wo du den sozialen Kontakt schon sowieso gehabt hast. Das andere ist halt, dass es auch in Costa Rica schon einige Expats gibt. Also von dem her, da macht es einem ein bisschen einfacher, auch als Ausländer, dass man dann auch Kontakt kann schliessen mit anderen vom Ausland, wo ähnliche Situationen durchmachen und ja, von einem ähnlichen Hintergrund kommen. Ja. Ja, hat es andere Schweizer auch? Ja, es hat auch andere Schweizer. Hast Ich du habe Kontakt mit ihnen? mit ein paar wenigen, aber ich muss ehrlich sagen, mit den Schweizer habe ich nicht so die engsten Kollegen. Viele sind schon ältere Generation, die schon seit fast 25, 30 Jahren da sind. Also ja. Und in meinem Alter hat es ab und zu solche, die ein bisschen für kürzere Zeit kommen, aber nicht unbedingt da für länger sind. Aber ich habe eine gute Freundin von Dänemark. Dann haben wir beides europäische Wurzeln. Genau. Also schweißt das zusammen? Schon, ja. Ja. Weil es sind jetzt viele Leute von den USA, die nach Costa Rica kommen, weil es halt näher ist. Aber so, ja, von Europa schon. Man merkt eben, halt, woher da man kommt. Und zum Teil ist man
tickt man ähnlich. Ja. Mhm. Ja. Hast du manchmal Heimweh? Ähm, nicht wahnsinnig fest. Also sicher gibt es Sachen, die man auch empfehlen. Sagen wir, ab und zu fällt es, wo das ein bisschen organisierter ist. Dass die Sachen ein bisschen organisierter sind oder effizienter. Aber sonst hauptsächlich, was mir fehlen, sind meine Eltern und gute Freunde. Ja. Das Materielle, das kannst du irgendwie ersetzen oder so. Genau. Ja, das ist eben etwas anderes, weil man da in einem dritten Weltland ist. Das ist auch etwas, was mich eigentlich da hingezogen hat, ist eben, dass es nicht so materiell ist. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht viel braucht. Und ich finde, es tut mir auch gut, eben, dass man nicht so auf Materielles angewiesen ist, sondern mit wenigem kann leben. Also du führst jetzt einen einfachen Lebensstil. Ja, viel einfacher in der Schweiz, ja. Und ein bisschen naturnaher, vor allem näher an den Auch, Elementen. ja, auch. Also in meinem Haus gibt es immer mal wieder Besucher, kleine Insekten oder Frösche oder Krabben oder Taranteln oder ja. Also bist du nicht allein. Nein, du bist nie allein. Aber es ist nicht gefährlich, also hat nicht irgendwie so giftige Tiere oder so, wo du musst Es gibt schon aufpassen. giftige Tiere in Costa Rica, aber man trifft es nicht so wahnsinnig oft an. Also es hat eine Schlange, die sehr giftig ist, gibt es aber in meiner Region nicht. Skorpion hat relativ viel, wird man ab und zu gestochen. Ich bin noch nie gestochen worden, zum Glück. Aber es sind keine hochgiftigen, also es tut einfach weh. Ja. Musst du nicht ins Spital oder zum Nein, ich glaube, wärst du allergisch. Ja. Aha. Ja, das ist eine Erfahrung, die man nicht unbedingt braucht, wenn das nicht muss sein. Ja. Ja. Und du hast jetzt so die kostarikanische Kultur kennengelernt, dass vielleicht auch andere Schüler international hast sehr wahrscheinlich viel zu tun gehabt mit verschiedenen Leuten und hast so ein bisschen eine interkulturelle Kompetenz entwickelt. Wie unterscheiden sich die Schweizer von den Costa Ricanern? Also, vielleicht auch im Umgang miteinander, was musst du aufpassen, dass du nicht machst oder, ja, oder was ist erwünscht, was man in der Schweiz nicht so gerne sieht oder vielleicht, ja. Ja, eben, also die Costa Ricaner, einerseits ist es überhaupt nicht pünktlich. Also was ist so die Norm, von wie viel kann man sich verspäten? Halbe Stunde bis eine Stunde. Mhm. Ja. Nachher ist es schon ein bisschen zu viel, nachher, wenn es mehr ist als eine Stunde. Mal. Ja, also eben, es gibt auch, sie sagen auch immer Tico Time, das heisst eben, ja, sicher fast eine Stunde Sport. Das und eben nicht so effizient und nach 8 Stunden Arbeit ist man fertig, auch wenn es noch Arbeit hat. Man macht keine Überstunden. Nein, nicht wirklich. Und war noch ja, aber sonst sind sie ja, sie sind auch ein bisschen indirekt. Das heisst, ab und zu, wenn du etwas fragen, sagen sie ja oder nein. Oder sagen wir, sie sagen vielmal einfach ja, weil sie nicht Nein sagen. Weil sie nicht verneinen und dann eine Art, ja, fangen sie an zu lügen, aber eigentlich eben, weil sie nicht direkt sein oder direkt sagen, was sie denken. Ja. Und dann musst du so ein Gespür entwickeln, um zu merken, was wollen sie jetzt sagen oder was sie, ja, wenn man etwas sagt, wenn sie etwas so formulieren, dann heisst das eigentlich Nein. Ja. Oder so. Ja, und ab und zu auch, dass ein paar Wahrheiten verschwiegen werden. Das kommt oft vor, aber ich habe Kollegen und ab und zu, ich weiß einfach, aber ich nehme sie dann nicht mal über. Weil man gewöhnt sich daran, also ja. Ja, also du musst nicht immer alles gerade glauben, was sie sagen.
Nein. Ja, vielleicht ist es sehr unhöflich, wenn man Nein sagt, oder? Ich denke, in der Schweiz sind wir häufig sehr direkt und vielleicht kann das auch Leute verletzen, die wir aus dem anderen Kulturkreis kommen, ja. Wenn man einfach Nein sagt, Mhm. Nein oder irgendwie kritisiert oder so, ja. Ja. Mhm. Und sonst eigentlich sind sie eigentlich auch sehr höflich. Also zum Teil auch, wenn man am Tisch ist oder so und man will aufstehen, dann fragt man eigentlich so, oder man sagt so, entschuldigt mich und man, steht, ja, man entschuldigt sich eigentlich zum vom Tisch aufstehen, wenn man miteinander hockt. Mhm. Also es gehört sich eigentlich, dass wir wartet, bis alle fertig gegessen haben, zum Beispiel. Ja, jein. Damit der Messer ist nicht ganz so. Also zum Beispiel da ist es kein Problem, wenn jemand anfängt zu essen vor den anderen. Mhm. In der Schweiz ist es eigentlich, wir warten, bis alle das Essen haben. Aber da ist es mehr so, du weißt nicht, wenn wer welches Essen überkommt im Restaurant. Weil Aha, wenn das ja, ja. koordiniert ist, dann heisst einfach, du fängst schon an essen, wenn du den Teller hast. Ja, genau. Und hat es auch schon lustige Situationen und Missverständnisse gegeben wegen diesen verschiedenen Kulturen oder so? Hat sicher, ich kann jetzt nicht gerade, mir fällt gerade nichts Spezielles ein. Aber das Einzige ist halt eben, dass Costa Ricaner haben sehr viel Slang und so doppelte Bedeutungen von Sachen, die sie sagen. Mhm. Und dort, ja, dann fangen sie an, wenn du etwas sagst, fangen sie an zu lachen, oder? Weil sie eben irgendwie noch eine andere Bedeutung dahinter haben. Aber Das du geht kommst so. meistens dann gar nicht richtig draus. Ja, Oder also jetzt verstehst du mittlerweile die Witze von der... mittlerweile, ja, Ja. verstehe ich ja viel und Mhm. rede auch selber Slang. Mhm. Ja, aber ab und zu gibt es immer noch Situationen, also Sätze, wo ich denke, okay, was hat jetzt da geheißen? Oder sie machen, Mhm. auch halt eben, weil ich an einer Sprachschule, einer Spanischschule geschafft habe und Mhm. die Lehrer eben machen dann einmal das so Witzli von der Sprache her und ich dann einmal nicht gerade verstehe. Aber ja, man lernt immer dazu. Das ist, glaube ich, das Schwierigste in einer Fremdsprache, die Witze zu verstehen. Ja, so Ja, Doppeldeutigkeiten und so. Wenn das man ist das etwas schwierig. versteht, dann nachher ist man schon sehr gut, ja. Ja, ja. Mhm. Ja, und was sind deine Ziele für die nähere Zukunft? Oder hast du vor, wieder einmal in die Schweiz zurückzugehen? Oder wie siehst du das so? Ja, also etwas, was ich gelernt habe von den Costa Ricanern, ist, dass ich nicht mehr so weit vorausplane. Also man lebt mehr im Moment. Von dem her, ich habe nicht so mega Ziel in der Zukunft. Ich sage einfach, solange es mir da gefällt und ich da glücklich bin, will ich da bleiben. Also momentan habe ich keine Absichten, um in die Schweiz zurückzukommen, weil mir gefällt es da sehr gut. Momentan auch mit dem Online-Unterrichten ist eigentlich bei mir alles gut. Man weiß nie, eben, wenn sich irgendwie eine spezielle Gelegenheit ergibt, kann sich das Leben immer wieder verändern. Und sonst das eine Ziel ist eben im Oktober an den Surfmeisterschaften von der Schweiz teilnehmen und vielleicht ins Finale kommen. Ja. Also das sind dann Surfmeisterschaften nur für die Schweizer? Mhm. Mhm. Ja. Ah, Und und dann das nachher... Mhm. ich glaube, wenn man dann bei den besten fünf ist, hat man die Möglichkeit, um für die Schweiz international an Wettkämpfen teilzunehmen. Ja. Und dann hättest du die Möglichkeit, dass du vielleicht gesponsert wirst. Genau, die Reisen werden dann gesponsert von der Mhm. Schweizer Föderation. Genau. Ja. Weil das ist ja nicht alles zu Costa Rica, ja. Da werden auf der ganzen Welt, ja. Mhm. Ja, das klingt sehr abenteuerlich und sehr vielversprechend, ja. Ja. Mhm. Aber hast du dann einen Trainer? Oder tust du einfach allein für dich surfen? Bis vor kurzem habe ich für die letzten 4 Jahre eigentlich fast also nie einen Trainer gehabt, außer einmal hat man ein bisschen, ja, ein bisschen Coaching gegeben. Jetzt vor kurzem habe ich einen kennengelernt, der selber internationale Wettkämpfe mitgemacht hat für Venezuela. Und mit ihm bin ich jetzt ein bisschen am Trainieren gewesen, ja. Mhm. Also packst du es ein bisschen seriöser an. Ja, Schon. weil ich Mhm. merke eben,
das eine ist ein Welle nehmen, aber das andere bei Wettkämpfen muss man zeigen, was man für Manöver kann. Und ab und zu eben gelingt es mir nicht so und das ist dann, wo ich ein bisschen die Hilfe oder andere Augen brauche, um zu sagen, was ich falsch mache. Ja. Genau, das ist wichtig, denke ich, wenn du im Sport weiterkommen willst. So vor allem auf so einer internationalen Ebene. Ja. Und ich denke, es ist ein schneller Weg auch. Ja. Und wenn man es probiert. Wenn man von den Erfahrungen von anderen kann profitieren kann, ja. Ja. Ja, und wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren oder 2 Jahren oder so hören wir dann von dir in den Medien, dass plötzlich die Schweiz irgendwie Medaillen gewinnt. Das glaube ich nicht, ne? Aber ja. Ja, wer weiß. Also ihr müsst euch merken, Nadja Ritzmann, Schweizerin, die surfen, vielleicht hört ihr einmal von ihr. Ja. Ja, und hast du so ein Lebensmotto? Oder ja, eben das eine ist halt auch ein bisschen mit dem Surfen zu tun hat, ist you can't stop the waves, but you can learn to surf. Also eben, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen, wie surfen. Aber das hat eigentlich nicht nur die Bedeutung wegen dem Surfen, sondern auch einfach eben so, was ein bisschen im Leben passiert oder die Hindernisse kommen. Du kannst es nicht stoppen, nur dass Sachen passieren, aber du kannst lernen, wie damit umzugehen. Ja, so Wellenreiten. Das macht eigentlich Spass, oder? Das ist eigentlich schön, lustig. Ja. Solange es einem nicht in gefährliche Situationen bringt. Ja, es ist nicht immer ohne Risiko. Ja, hast du auch schon gefährliche Erlebnisse gehabt? Ja. Ja. Also ich habe einmal, ich komme einmal ein bisschen in Kontakt mit meinen Finnen. Also das sind die Finnen, die du hinten hast beim Brett. Sie können relativ scharf sein. Also ich habe mich schon mehrmals geschnitten und einmal die Nase, wo dann blutig war. Ja, aber es ist relativ gut verheilt, man sieht fast nicht mehr. Ja, und es ist kein Heim gekommen, wo er das Blut gespürt hat? Nein, ich war relativ nah am Strand. Aber ich habe auch schon einen Haifisch im Wasser gesehen. Angegriffen worden bin ich nie. Also in der Regel hier in Costa Rica gibt es fast keinen Angriff. Also die haben genug zum Essen, wie das, wenn den Surfer versuchen. Die Surfer haben vielleicht ein bisschen zu wenig Fleisch. Ja. Ich habe schon mal einen Krokodil im Wasser gesehen und von denen habe ich fast mehr Angst. Aber die schwimmen dann weit raus, oder? Sie können sich eine Art verirren ab und zu, weil es hat hier sehr viele Flussmündungen. Und ab und zu sind sie mehr, oder auch eben, wenn sie merken, dass irgendwo Fisch hat, dass sie ein bisschen rausschwimmen. Ja. Und einfach bei denen ist, wenn sie die angreifen, dann wenn sie die angreifen. Und es ist nicht einfach ein Fehler. Die sind ein bisschen aggressiv. Ja, dann musst du aufpassen. Eigentlich kann man nicht viel machen, als einfach ihnen aus dem Weg gehen, oder? Ja. Ich glaube, auf die Schnauze hauen ist immer gut, wenn man dann zu nah ist. Dass es ihnen wehtut und denken, ich will lieber jemanden, wo man nicht so viel Energie braucht, um sie zu fangen und fressen. Genau. Nicht so muss kämpfen. Aber sonst hat man noch ein Brett, das man dazwischen nehmen kann. Ja, am besten so reinstecken, dass nachher das Maul nicht mehr zutun können. Ja. Ja, lieber das Brett opfern als sich selber. Ja. Ja. Gut, merci vielmals für deine Zeit und deine Antworten und viel Spass weiterhin am Surfen. Wir geniessen jetzt da den Schnee. Ja, ich habe es gehört, es ist sehr viel Schnee in Europa momentan. Genau. Das ist etwas, was ich fast ein bisschen vermisse. Also Kälte überhaupt nicht, aber der Schnee ist schon etwas Schönes. Ja. Hast du früher gesnowboardet? Ja, genau. Ich habe gesnowboardet und ich habe auch eine Saison in den Bergen gewohnt und geschafft. Also, ja, Snowboarden gerne. Und ich bin eigentlich schon seit 3 Jahren nicht mehr gewesen.
Aber das ist ein bisschen ähnlich, oder nicht? Surfen und Snowboarden. Ja, ja, es ist schon ähnlich. Eben so ein bisschen das Gefühl auf dem Brett. Ich kann nicht sagen, dass wirklich viel hilft, dass man Snowboarden beim Surfen, weil das ganze Aufstehbewegung ist ein bisschen anders. Aber ich denke, nachher, wenn man mal auf dem Brett ist, hat man vielleicht schon ein bisschen so das gleiche Gefühl, ja. Snowboard-Gefühl. Ja. Hast du dann irgendwie Gymp oder Akrobatik oder so auch gemacht im Snowboarden? Ein bisschen, aber nicht wahnsinnig viel, nein. Ich bin immer gerne Tiefschnee gefahren und ich muss sagen, so das Tiefschneefahren ist am ähnlichsten wie das Wasser, weil es ein bisschen unberechenbar ist. Ja, und es ist auch Wasser. Also, Ja, ja, es ist ist- Wasser, aber ein Schüler hat mir erzählt, dass sein Kollege ist Snowboarden, eben im Tiefschnee, jetzt, was so viel Schnee hatte. Und dann, als er im Schnee ist stecken geblieben, sind seine Kollegen auf den Brettern liegend zu ihm paddelt. Zum ihn ausgraben. Also es hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit Ja. dem Wasser, vor allem wenn es so tiefer Schnee ist, wo man drin versinkt. Und, ja, aber das war schon ein bisschen gefährlich, glaube ich. Ja, Ja, okay. Merci vielmals für deine Zeit. danke Ich dir. wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für deine sportliche Karriere. Danke. Hoffentlich. Und dass du noch viele schöne Abenteuer hast zu Costa Rica und sonst in der Welt. Ja. Und alles Gute. Ja, Danke vielmals auch fürs merci. Interview. Ja, bitte. Und, Ist gern geschehen. Und eben, vielleicht haben wir die Chance, Nadja einmal auch zu treffen bei unseren Kursen und mit ihr zu reden. freue mich. Ja. Merci vielmals. Danke dir, Katrin. Tschüss. Alles Tschüss. Gute.